Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte Kokosnussschale. Die Geschichte kommt von Fidschi. Isabel Otter hat sie aufgeschrieben und Anna Sender hat die Bilder gezeichnet. Vor längst vergangener Zeit hat auf den Fidschi-Inseln Rotuma ein kleines Mädchen gelebt, Kumaku. Sie hat lange, rabenschwarze Haare und hat sich gern eine farbige Blume hinters Ohr gesteckt. Kumaku war ein Lausmädchen. Wenn sie gelacht hat, mussten alle mitlachen. An einem Abend hat ihre Mami zu ihr gesagt: «Kumaku, bitte geh und füll die Nussschale mit Meerwasser auf. Ich muss zum Znacht Reis kochen.» Kumaku hat die Schale genommen und wollte losflitzen. Beim Vorbeigehen hat ihre Mami gerufen: «Komm bloß nicht in die Nähe der Spinnennetz.» An der Kumaku, ihre Mami, hat nicht vor der Spinne Angst gehabt. Auf Rotuma haben Riesen gelebt. Und es war allen Inselbewohnenden bekannt, dass sie ein riesiges Netz über den Weg gespannt haben. In der Hoffnung, nichtsahnende Leute damit einzufangen. Wer das Pech hatte, in einem solchen Netz gefangen zu werden, ist von den blutrünstigen Riesen aufgefressen worden. Für die Kumaku war die Regel aber nur dazu da, dass man sie brechen konnte. Sie ist in Richtung Strand gehüpft und hat einen Weg bemerkt, der mit dem berüchtigten Netz überspannt war. Anstatt also daran vorbeizugehen, hat sie ihre Richtung bewusst geändert und ist darauf losgelaufen. Weil sie so klein war, hat sie es geschafft, unter dem Netz durchzuschlüpfen. Sie hat gelacht und gesungen. «Mein Name ist Kumaku, ich gehe ans Meer. Kommt und findet mich, ihr Riesen. Kommt näher und traget mich daher.» Gerade, wo sie aufgehört hat zu singen, sind zwei gefürchtige Riesen aus dem Meer gesprungen und haben sie gepackt. Sie haben sie auf den Schultern getragen, sind mit 3 grossen Sätzen zum Strand gegangen, wo sie angehockt sind und schon vor Hunger die Lippen abgeschleckt haben. Kumaku hat ihnen den Rücken zugetragen und hat ihre Schale mit Wasser füllen. Da haben die Riesen ihre grusigen Hände nach ihr ausgestreckt. Aber die Kumaku hat schon mit ihrem Lied angefangen. «Pfeifender Wind aus Fidschi, blas mit all deiner Macht, füllt die Augen von dem Ries mit Sand, so hast sie blind gemacht. Pfeifender Wind aus Tonga, lass weissen Sand aus der See bringen, lass die Riesen verrückt werden, dass ich fort kann springen.» Die Worte der Kumaku sind voller Magie gsi und wo sie gesagt hat, haben die Wind grosse Mengen von schwarzem und weissem Sand an den Strand geblasen. Die Riesen haben gelärmt, wo sie den Sand in ihren Augen und Mühler gemerkt haben. Sie sind umgekehrt, haben probiert, Kumaku zu fangen, aber sie hat sich schon mit einem Lausmädchen-Lachen aus dem Staub gemacht. Kurze Zeit später ist sie mit der Kokosnussschale voller Wasser wieder daheim bei ihrer Mami gsi. Sie hat sie ihr gegeben, als wäre nichts passiert. Hat aber wie ein Lausmädchen müssen giggeln, wo sich ihre Mami wieder zum Herd getragen hat. Das war die Geschichte die Kokosnussschale. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!